Der ZT-Talk wird Ihnen präsentiert vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service. Der CSS-Versicherung ganz persönlich. Und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Wir fördern vieles, das gesund hält. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event. Seit einigen Jahren gibt es das Innovations- und Gründerzentrum Zofingen, kurz IGZ. Herzlich willkommen zum ZT-Talk. Das IGZ, das ist so etwas wie eine Brutstätte für neue Unternehmensideen und Start-ups. Was macht man aber in so einem IGZ genau? Das fragen wir den neuen Chef vom IGZ. Er ist heute zu Gast im ZT-Studio und ich freue mich sehr, dass er da ist. Herzlich willkommen, Adrian Bohrer. Guten Abend, Herr Pfister. Herr Bohrer, Sie haben ein Vierteljahrhundert lang in der Pharma-Biotech-Branche tätig gewesen, haben in Zofingen Celgene Niederlassung geleitet, amerikanische Firma, klassische Managerkarrieren eigentlich haben Sie gemacht und jetzt haben Sie vor einer kurzen Zeit das IGZ Zofingen übernommen. Was reizt Sie an dieser neuen Herausforderung? Im IGZ unterstützen wir die regionalen Firmen. Die Enabler-Rolle liegt mir. Und was mir auch Spass gemacht hat, ist, dass das eigentlich ein Mandat ist. Ich habe mich selbstständig aufgestellt vor einem Jahr. Und ich bin auch sehr gerne in der Community unterwegs. Community Service liegt mir. Und die Rolle im IGZ ist dann sozusagen sehr gut auf mich zugeschnitten gewesen. Innovations- und Gründerzentrum, das klingt ein bisschen sperrig. Was machen wir in dem IGZ eigentlich genau? Als erstes müssen wir Leute unterstützen und beraten, die eine Geschäftsidee haben und eine eigene Firma gründen. Zum Zweiten haben wir ja den Coworking Space, wo wir die Büroräumlichkeiten und den Meetingraum anbieten, eben gerade im Besonderen für Leute, die gerade frisch eine Firma gegründet haben. Das Dritte ist, dass wir die Firmen in der Region unterstützen bei technologischen Fragen und bei Innovationsfragen. Das ist etwas, was man vor allem mit dem Hightech-Zentrum Aargau zusammen macht. Und last but not least ist das IGZ auch eine Netzwerkplattform für die lokale Wirtschaft. Wir organisieren 2 bis 3 Veranstaltungen pro Jahr organisieren und Kurs anbieten. Als Sie sich entschieden haben, das IGZ zu übernehmen, hat noch niemand etwas von dem Corona gehört. Und inzwischen ist die Krise vorbeigegangen oder ist immer noch da. Die Auswirkungen werden wir noch lange spüren. Wie hat die Krise die Aufgabenstellung für das IGZ verändert? Sie hat uns natürlich über Nacht getroffen, die Corona-Krise. Zu den Gründern, die ja Zielgruppen eigentlich waren, sind plötzlich auch die Corona-Geschädigten dazugekommen. Die Krise tut eigentlich vor allem viele Kleinst- und Mikrounternehmen betreffen. Und viele Geschichten haben wir vielleicht noch gar nicht gehört, was da alles abgelaufen ist. Und diesen Leuten muss man helfen. Diesen Leuten müssen wir etwas anbieten im IGZ. Auf der anderen Seite haben wir ja aber auch unser eigenes Angebot von diesen Veranstaltungen und Kursen gar nicht mehr durchführen und werden es auch mittelfristig in dieser Form nicht durchführen können. Da müssen wir also auch etwas Neues auf die Beine stellen. Wenn man jetzt zurückschaut, sind eigentlich viele Start-ups möglicherweise, die jetzt kurz vor der Krise gegründet worden sind, haben die jetzt müssen Segel streichen. Es ist zu erwarten, dass auch in diesem Bereich zu einer vermehrten Schliessung von wieder Firmen kommt. Ich glaube nicht, dass man die Frage ganz allgemein beantworten können. Natürlich ist es auf der einen Seite so, dass vielleicht die einen oder anderen Geldgeber bei einem Start-up ein bisschen kalte Füße bekommen. Das macht es nicht einfacher. Aber was sicher muss sein, ist, dass ein Start-up auch ansitzt und sagt, wo stehen wir? Was ist mit unserer Strategie? Man muss ansitzen und die Geschäftsidee nochmal anschauen, was hat sich verändert und darauf reagieren. Das ist auch etwas, was eigentlich alle anderen Firmen jetzt nach der Corona-Krise machen sollten.
Ein Aspekt ist das Coworking, oder? Und jetzt so ein Coworking Space, gerade beim Bahnhof Zofingen. Corona hat ja zu einem Digitalisierungsschub geführt. Müssen wir jetzt eigentlich davon ausgehen, dass Coworking von einer Boomphase steht? Büroflächen werden überflüssig. Die Leute suchen günstige Flächen, günstige Orte, wo sie arbeiten können. Also stehen wir da vor einem Boom beim Coworken. Es war lustig, als die Krise ausgebrochen ist natürlich auch bei uns plötzlich der Coworking Space fast leer gewesen. Und weil wir uns ja alle die fast ein bisschen verkrochen haben am Anfang, haben müssen verstecken fast. Aber ich glaube, dass die Krise auch eine Veränderung wird bringen im Coworking und im Homeworking. Das wird dazu eine Zunahme geben. Es wird dazu führen, dass mehr Leute sich überlegen, ob sie wirklich 5-mal pro Woche an ihren Büroarbeitsplatz pendeln. Ich habe das Gefühl, da wird es Mischformen geben. Wir haben zum Beispiel einen Coworker, der lebt in der Region, kann zu Fuß in Coworking Space, ist aber auch ein Homeworker. Er ist Kulturschaffender und Familienvater und sagt, ich gehe bewusst 2 Tage pro Woche in Coworking Space, da kann ich Arbeiten erledigen, die ich daheim nicht so gut erledigen kann. Andere Sachen macht er daheim. Und so Mischformen wird es mehr geben. Und Unternehmen werden vielleicht auch solche Plätze mehr nutzen, damit die Leute, die dann vielleicht vor den Haustüren oder so halt einen Arbeitsplatz haben. Absolut. Ich glaube, die Unternehmen können sich überlegen, Homeworking zu etwas von ihrem Angebot zu machen. Also, dass sie sagen, die strikte Pflicht, dass man eigentlich immer im Büro ist, tut man ein bisschen aufheben. Das gibt dann vielleicht vor allem eine Herausforderung für das Management. Die haben wahrscheinlich fast ein bisschen mehr Angst vor dem, weder der einzelne Angestellte. Und da kann es sein, dass man sagt, man muss vielleicht nur noch 3-mal oder 4-mal pro Woche physisch im Büro sein. Und der Rest ist man dann vielleicht im Homeoffice, aber vielleicht eben auch im Coworking Space, weil man die Heime einfach keine gescheite Situation hat oder weil es einem nicht wohl ist, die Heime zum Arbeiten. Sie haben jetzt angekündigt, die Preise bei diesen Coworking-Plätzen zu senken. Ist das, müssen Sie da die Nachfrage ein bisschen ankurbeln? Genau, wir haben eigentlich dort jetzt auch ein bisschen eine neue Positionierung im Sinn. Der Coworking Space ist eigentlich entstanden wegen der Aufgabe, dass man den Gründern helfen will. Man hat eigentlich gar nicht den offenen Coworking Space am Anfang im Sinn gehabt. Aber es stimmt, wir sind eben nicht ganz ausgelastet und jetzt gibt es ja auch viele Firmen, die günstigen Büroplatz brauchen oder sich ein bisschen verkleinern. Und denen wollen wir auch helfen oder zumindest das unterstützen. Und so haben wir jetzt unsere Preise ein bisschen gesenkt, dass wir da ein gutes, attraktives Angebot haben, das ja auch noch einen Meetingraum beinhaltet. Also konkret 650 Franken für 2 ausgestattete Büroarbeitsplätze im Monat. Das ist, glaube ich, das Angebot. Genau. Und da kann man noch für 50 Franken zusätzlich sogar noch Domizilierung inklusive haben. Was ist das Reizvolle an dem Coworken? Was hören Sie von den Leuten, die dort oder an anderen Orten, die Sie schon getroffen haben? Was gefällt Ihnen so? Ich glaube, es ist ja das Gefühl, dass man so ein bisschen eine Truppe ist von Leuten, die in der gleichen Situation sind. Eben, es sind natürlich viele Neugründer darunter und die schwätzen über ihre Probleme. Tauschen Erfahrungen aus, genau. Trinken auch zusammen einen Kaffee, tun vielleicht auch zusammen Mittagessen. Ich glaube, das ist so eine Kultur, wo man einfach davon profitieren kann. Auf der anderen Seite sind sicher auch ganz handfeste Argumente, dass ich kann sagen, ich komme nie so günstig zu einem Büroplatz wie in einem Coworking Space. Ich habe dafür vielleicht auch nicht die repräsentative Umgebung, aber das zählt nicht unbedingt. Oder? Es zählen die Inhalte, die ich habe. Und wenn jemand dort gut drin ist, ist das toll. Dazu kommt noch, glaube ich, dass die Coworking Spaces an vielen Orten auch sehr zentral gelegen sind. Und Zofingen ja optimal, gerade im Bahnhof 2-mal 2-3 Schritte, einmal umkehren und ist man am Arbeitsplatz. Genau. Und alles super angebunden von allen, von Bern und Luzern. Absolut.
Da sagt sich vielleicht jemand, ich pendle gar nicht mehr nach Bern, ich gehe nur noch am Bahnhof in meiner Region und gehe dort arbeiten. Einmal 2-3 Tage pro Woche. Wir haben jetzt über die Krise geredet und Unternehmen, die sich neu ausrichten müssen, ihre Businesspläne überdenken. Was haben Sie in den letzten Monaten und Wochen dazu gelernt? Also ich habe empfunden Demut und Bescheidenheit. Wir sind in einer fast perfekten Welt und jetzt kommt so etwas. Wir haben es nicht gesehen kommen, wir haben nicht gewusst, wie reagieren. Da muss man schon sagen, da muss man ein bisschen den Hut ziehen und wieder bescheidener werden. Das andere ist aber auch, es ist so als Gesundheitskrise gekommen, wo die ältere Bevölkerungsgruppe bedroht. Und jetzt haben wir eine ausgewachsene Wirtschaftskrise, die vor allem die jüngere Bevölkerung trifft. Ich denke, so ist das nicht gemeint gewesen und das tut einem eigentlich auch leid. Muss man jetzt eigentlich sagen, die Wirtschaftskrise oder die jetzige Situation ist eigentlich gerade eine Chance für Neugründungen? Weil eben, überall richten sich Firmen neu aus, suchen neue Partner, suchen neue Austauschmöglichkeiten. Es ist zwar wahrscheinlich risikoreich, aber eigentlich gar nicht eine schlechte Zeit. Im Grunde genommen muss ich sagen, wenn ich ein Problem habe und ich habe schon andere latente Probleme, dann kann ich vielleicht gerade sitzen und alles ein bisschen hinterfragen. Ich kann richtig gehen, meine Geschäftsidee hinterfragen. Und was ich ganz wichtig finde jetzt, ist auch ein Fokus auf die digitale Transformation. Also wenn man jetzt sitzt und sagt, ich habe im Marketing ein Problem oder ich bin in der Herstellung ineffizient, dann muss man auch ganz sicher die Geschäftsprozesse versuchen, digital neu zu denken. Das ist ganz wichtig. Aber ich glaube, wie Sie sagen, die Krise ist eigentlich fast der beste Moment, um zu sagen, so jetzt, wenn nicht jetzt muss man es anpacken. Ist das auch so der Nachholbedarf im digitalen Bereich, ist das so die häufigste Sorge, die dann viele an Sie herantreten? Ja, das habe ich jetzt so direkt nicht erwähnt, aber das ist sicher auch die Wahrnehmung, die man hat, wenn man mit Firmen zu tun hat und auch wenn man selber jetzt vielleicht schaut, oder? Was haben wir in den letzten 1-2 Monaten erlebt? Also ich habe zum Beispiel das Tool von der Videokonferenzen nicht so kennt oder höchstens als etwas mit einem riesen Bildschirm in einem grossen Zimmer, wo man einmal pro Jahr braucht. Jetzt ist es fast ein bisschen Alltag geworden. Telefonkonferenzen sind ja eigentlich vorher schon etwas recht Einfaches gewesen und das sollte jetzt fast schon ein bisschen zum Standard gehören. Und man muss auch überlegen, dass man ja mit einer Konferenz, wo man nicht muss sich bewegen, spart man auch den Transportweg und Transportzeit ein. Also es ist vielleicht plötzlich etwas, wo man merkt, es ist kein Müssen, es ist ja ein Dürfen. Und die andere Geschichte, wir reden ja schon lange eigentlich vom papierlosen Büro. Das ist auch etwas, wo man einmal sich vornehmen kann und dann versuchen, ein bisschen durchzuziehen, kann ich wirklich ohne Papier leben. Und ich sage, es geht, wenn man will, geht das. Es gibt die Software-Tools, man muss sie nur suchen und einmal ausprobieren. Und konsequent anwenden. Und nachher konsequent anwenden. Sie planen jetzt ja so neue Angebote am IGZ. Können Sie das ein bisschen konkretisieren, was denn dort für Angebote gibt, geplant sind in den nächsten Wochen und Monaten und was man dann konkret abholen kann, wenn man so eine Business-Idee hat oder sich eben neu ausrichten will? Genau. Also das eine ist eben der Coworking Space, dass wir dort ein gutes Angebot machen. Aber wir haben ja auch die Situation, dass wir die Kurse, wo wir schon hatten, die Gründerkurse, dass wir die gar nicht so durchführen können. Zum anderen ist auch das Bedürfnis gekommen, jetzt vielleicht von den betroffenen Firmen, die haben aufs Mal 2-3 grössere Probleme bekommen. Und ich glaube, wir müssen probieren, denen ganz handfeste, simple auch Problemlösungssachen aufzuzeigen. Das können schon kurze Kurse sein, aber die sollen zum Beispiel Antwort geben auf Fragen wie führe ich meine Organisation in Zeiten vom Homeoffice oder wie finde ich meine Kunden wieder in der digitalen Welt, wenn sie abgewandert sind? Oder vielleicht wie kreiere ich ein Schutzkonzept für meine Kunden und für meine Mitarbeiter? Auf so Fragen soll können eine neue Plattform, die man machen will, Antwort geben.
Dazu arbeiten wir zusammen mit Referenten und Kursleiterinnen, die uns bis jetzt schon unterstützt haben, und mit der ZT Medien AG und wollen so Online-Kurs kreieren. Und in den nächsten 2 Monaten wird geschafft und Ende Sommer werden wir live gehen und es wird eine neue Webseite geben. Aus Ihrer 25-jährigen Erfahrung als Manager, was ist der wichtigste Rat, quasi in a nutshell, wo Sie so Neugründer und so innovative Leute, die etwas erreichen wollen, mitgeben, damit sie erfolgreich sind und nicht scheitern? Also wenn ich anstehe und sage, wäre das etwas, dass ich vielleicht eine eigene Firma gründen will, dann würde ich einmal eine Standortbestimmung machen. Ich würde sagen, wo bin ich gut, was macht mir Freude, wo habe ich ein Talent, vielleicht auch, was sind die Sachen, die ich im Arbeitsalltag eigentlich gar nicht gerne mache. Und dann muss ich das so ein bisschen analysieren und schauen, wo ist das, was mich eigentlich auszeichnen würde, wo ich auch Freude daran hätte. Und dann merke ich vielleicht, es ist etwas, was vielleicht nicht das Gleiche ist, was ich jetzt vorher schon 10 Jahre gemacht habe. Und wenn ich dann etwas habe, dann muss ich es verfolgen und umsetzen. Gewundrig bleiben, kreativ bleiben und dann aber auch umsetzen. Mit Freude probieren umsetzen. Und Durchhaltevermögen, wahrscheinlich auch wichtig. Ja, Durchhaltevermögen ist sicher wichtig. Man darf sicher nicht nachher gerade beim ersten Misserfolg denken, oh nein, ich kann es gleich nicht. Nein, man kann es, man hat sich ja beschäftigt damit. Und man hat ja dann ein Wissen oder irgendeine Technik oder eine Fähigkeit oder ein Serviceangebot, das einzigartig ist. Das ist natürlich auch das, man muss schauen, wo bin ich denn, wo habe ich mein Alleinstellungsmerkmal und das fördern. Und nicht einmal an einem Misserfolg die Hoffnung verlieren. Herr Bohr, ganz herzlichen Dank, dass Sie bei uns im Talk waren und viel Erfolg mit Ihrem IGZ. Danke vielmals, Herr Pfister. Wir sind mit einem neuen Talk wieder für Sie hier bald, aber nicht gerade nächste Woche. Ich habe nämlich Ferien. Machen Sie es gut, bis zum nächsten Mal. Der ZT-Talk ist Ihnen präsentiert worden vom Lindenhof Oftringen mit seinem professionellen Catering-Service, der CSS-Versicherung ganz persönlich und von der Aargauischen Kantonalbank am richtigen Ort. Mami, da! Gesund werden braucht Unterstützung. Und was können wir für dich tun? CSS-Versicherung, dein Gesundheitspartner, ganz persönlich. Lindenhof Oftringen. Unser Catering-Service sorgt für kulinarische Highlights, auch an Ihrem Event.